Willkommen zurück zu Professor Cells Erzählstunde. Was hat ihm sein Computer alles mitgeteilt? 完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。 Wow. Das hätte ich auch so sagen können. おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ。ピッコロ。トランクス、なぜあいつが。そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか。こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ。詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽剣。ゴッ。しまった。いない。逃げられた。このり気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持ったやつのうち1つは書き消えたが、もう何者なんだ一体。ピッコロだと。話せ。今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。奴が着いたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。なあカカロット。来た。天津飯だ。わかった。すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには、奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。Ja, ja. Große Sprüche klopfen kann jeder. 甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルははるかに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。 Eigentlich ja. So rein theoretisch gesehen, wenn der Super Saiyan die aktuelle, die momentane Stärke einfach nur vervielfacht, muss man einfach nur seine Basisform ja trainieren. Theoretisch. なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。スーパーサイヤ人をさらに超える。考えたこともなかった。 Wer weiß, wer weiß. Was doch alles in dem Spiel möglich ist, nicht wahr, Freunde? So, da oben geht es mit der Hauptstory weiter. Man sieht, dass es schön markiert ist. Hier unten momentan sonst nichts. Ja, dann machen wir halt direkt hier weiter, wa?
dass die Dragon Balls gar nicht mehr auftauchen. Das Monster ist ein Bio-Cyborg aus der Zukunft namens Cell. Er sagt, er braucht C17 und C18, um perfekt zu werden. Und flieht. Ja, ist eine schöne Zusammenfassung. Vor allem, er braucht sie, um perfekt zu werden, und flieht. 今か Einfach ら weg. ちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい。多分そっちの次元の未来ではそれでよくても、この次元には関係ないんです。難しいんだな。 Ja, ja, im Prinzip die erste Regel des Zeitreisens, war, auch wenn du in die Vergangenheit reist, du kannst niemals deine eigene Zukunft bzw. Gegenwart verändern. Du schaffst nur andere Zeitlinien. Wie sie auch bei Avengers Endgame ist. Also nur bald zurück in die Zukunft, aber das ist ja, geht ja sowieso nicht. Hm, okay. Ein Erinnerungsort. Ja, das ist die Frage, ob wir sowieso auch alle finden werden. Schön wäre es eigentlich schon. Was überhaupt viel bringt, ist die andere Frage. こっちの次元の人造人間やセルを片付けてもお前のいた未来では人造人間もセルもずっといるんだよな。ええ。それでも悟空さんたちの戦いから奴らの弱点を見つけられれば、未来に帰ってから俺が奴らを倒します。奴らの弱点か。見つかるといいな。はい。必ず見つけます。 Oder können sie auch einfach mitnehmen. Also so ein Goku und Kokage einfach in Zukunft mitnehmen und dann können sie dort ein paar Cyborgs zerstören. Vor allem Vegeta hat sicher Spaß dran. Der würde sicher mitmachen. 弱そうな敵だ。今度あの道路をドライブしてみようかな。綺麗に舗装されたハイウェイだな。へえ、ハイウェイが通ってるのか。Das war's. Oh, eine D-Medaille. Nein, nicht so hoch, Trunks. Der Highway to Hell. Was? Kann ich durch den Highway? Oh, das ist aber schwache Leistung, Freunde. Gut, wäre ein anderes Gebiet, okay, gut. Kann man dann so mit der Erklärung, kann ich es dann irgendwie verstehen und auch akzeptieren. 火が湧き上がってくる。 Jo.よかった。弱そうな敵だ。 Würde ich auch mal behaupten. Tja, ansonsten echt nicht viel los, wa? Lustig finde ich gerade, dass die Dragon Balls mir als Icon in der Legende recht gar nicht mehr angezeigt werden. Zum wegen, oh, für Dragon Balls, die gibt's nicht mehr. Ach, scheiße, stimmt ja. Die gibt's ja gar nicht mehr. Ah, jetzt sowieso nicht mehr. よかっ Ups. た。弱そうな敵だ。ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか。いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ。これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それでクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか？一緒に行かないのか？俺父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも
一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。 Ja, ich will es hoffen. わか Für った、 ihn. 頑張ってこいよ。はい。Und wieder mal Ladescreen. Ja gut. Und jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich zum Kame-Haus gelangen. Theoretisch. クリリンと別れたトランクスはベジータのもとへ向かい、ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。 Vor allem der komplette Bauplan von C17 und C18 ist auf einem einzigen A4-Blatt. そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。今度は南地区か。くそー。まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。あんれみんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん、気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。悟空。もう大丈夫なのけ？あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな父。カムセンニのじっちゃも。よう回復した。ところでさっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっていうやつか？そうじゃが、なぜセルのこと？夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと。オラも修行しねえとな。もう戦う気け。ダメだ。もっと寝てねえとダメだって。心配すんな。まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから。修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。父、ご飯も修行に連れてってやりてえんだがいいか？冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな。どうせならと強くしてやってけれ。父。ただしこの戦いが終わったら今度こそごはんちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さは働いてもらう。あ、サンキュー。じゃ行ってくる。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようがないぞ。どうやって来たんだ？例の瞬間移動ってやつか？もうすっかりいいのか？まあ腹は減ってっけどな。神コロ様。名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった1日で1年間の修行ができる場所へ。そうか。
精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。あ悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ。ごはん行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。 Nun beginnt das große Training, Freunde. ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。Er darf selber fliegen, Gott sei Dank. Ich würde gerne zu Son Gohan wechseln. Ah! Verdammte Kacke, die gibt's doch wohl nicht, hey. お父さん、修行する場所ってどんなとこなの？精神と時の部屋は神様の神殿にあんだ。どんなとこか行ってからのお楽しみだ。Ja, ja, weil so schrecklich ist, dass Son Goku also noch ein Kind war. Beziehungsweise zwischen Kind und Erwachsensein, wo er eigentlich bei Gott trainiert hat. Also er auch im Rahmen von Geist und Zeit versucht, aber hat es dann, glaube ich, irgendwie 1 oder doch maximal 2 Monate ausgehalten, länger nicht. Ah ja, schöne Erinnerungen. Das waren noch Zeiten. So. Son Gohan, er hat ja kaum etwas, ne? Das ist das Traurige. Son Goku hat auch nichts Neues, das ist natürlich auch traurig. Ich glaube generell haben die beiden nichts, auch wegen der Stufe, die sie so haben. Ich meine, gut, ich meine jetzt generell, ne, er ist auch nicht Level 40, das ist sowieso ein Problem. Der Fähigkeitenbaum selbst ist auch nicht so groß ne, er hat generell noch nicht so viele Optionen. Ja, Super Saiyajin, die kommt dann später, nicht wahr, Freunde? Son Goku, doch er hat 2 Dinge sogar. Krass. Ultimative Schere, Stein, Papier. Für den Drachenhammerangriff braucht es nachher, wa? Gut, das kostet jetzt nicht so viel, kann ich jetzt mal machen. Genkidama auf Stufe 3. Das nehme ich doch gerne, vor allem nach in Anbetracht dessen, dass ich gerne mal die Genkidama X hätte. So, Super Saiyajin, die kommen nach Stufe 50, also kann man, glaube ich, darauf gefasst sein, dass, Alter, Stufe 64 und mit dem mächtigen Bu und so weiter und so fort, okay. Also das hier. Doch erst hier, okay, also kann man daraus gefasst sein, bis zum Ende der Cell-Saga sind wir auf Stufe 50, weil Stufe 64, glaube ich, eher weniger, wäre schon ein bisschen heavy. Wenn das zum Ende der Cell-Saga schon hätten. Aber ist soweit auch nur reine Theorie. Ja, das passt eigentlich soweit, können wir mal so belassen. Jo, dann war. Also. Sidequests wäre eine Option. Ja, hier sind sie, aber momentan keine. Oder theoretisch könnten wir abseits der Erde irgendwelches Sidequests haben, glaube ich, aber ehrlich gesagt auch weniger. Ne, das sind ja die, die quasi noch laufen. Die haben wir halt immer noch drin. Ja, vielleicht gibt es eine Methode. Weil ich weiß in einem Feature, das wir aber, glaube ich, erst später bekommen in diesem Spiel. Und wenn ich das Feature richtig interpretiere, müsste es noch möglich sein, diese 2 Quests noch nachzuholen. Also hoffe zumindest. So, wir gehen mal ganz kurz in die Ödnis. Der Part ist schon fast vorbei. Kaum zu glauben, war. Wir sind schon bei Part Nummer 66 und sind nicht mal mit der Cell-Saga durch. Das hat man in einem Dragon Ball Spiel, glaube ich, noch nie gehabt.
Jetzt hier mit der Stärke aus der Gegner? Ne, waren wir schon mal. Warte mal, vielleicht kann ich jetzt das mit Raditz nach... Da bitte mal... Okay, hier. Da können wir das mit Raditz noch nachholen. Weil Son Gohan ist ja dabei. Könnte es sein, dass es bereits ausreicht. Ups, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Mann, ich will... So viel dazu. Hallo Nappa. Okay, nee, geht doch nicht. Ich kann leider nicht zu Son Gohan switchen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, ich hoffe, ich kann es aber noch irgendwie, bevor da die Seelsorge schon da rum ist. Goku-san! どうだ？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間、ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が邪魔だカカロット。うせろ。そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの1日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は2人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。あ。オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか入ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。Ja, genau so siehst du aus, Vegeta. Genau so siehst du aus. Wieder mal kann ich nicht switchen. Nö, ich kann zwar Son Gohan wieder reinnehmen. Okay. Ja, wie gesagt, vorhin, der Part ist eh vorbei. Ich guck mal ganz kurz noch, was wir jetzt Neues freigeschaltet haben. Ich glaube, bei Trunks gibt es jetzt was Neues mit dem... Da gar kein Wissen drin. What the... Okay. Da könnte ich theoretisch bei ihm relativ viel jetzt reinpacken. Hä, aber die vorhin jetzt einfach nicht gesehen, oder kam die aus mit Stufe 40? So, das sind normale Moves. Ansonsten sehe ich jetzt gerade nichts, was irgendwie verpasst haben könnte. Nö, passt soweit. Stufe 1 oder Stufe 2. Passt also. Dann haben wir noch Super Erholung und den vernichtenden Schlag. So, das ist noch Stufe 1. Perfekt. Macht auch Sinn von der Story her, dass es noch Stufe 1 ist. Son Goku wird es weniger Sinn machen, ob er jetzt so was Neues hätte. Guckt trotzdem nochmal nach. Nö, sieht nicht so aus. Son Gohan wird es auch keinen Sinn machen. Guckt trotzdem nochmal nach. Ist relativ schnell gemacht. Nö, Vegeta könnte sein. Jo, ist sogar so. Super Schnellfeuer-Key-Welle haben wir. Dann erstmal den noch beibringen. Der kostet aber viel. Aber das lohnt sich nachher auch. Kampfinstinkt. Okay, aber auch erstmal den und dann kann ich den nachher. Super Schnellfeuer-Key-Welle. Das wäre eigentlich etwas für die nächste Folge, wa? Gut, vielleicht sogar eigentlich theoretisch für die Folge noch, aber egal. Okay, er hat eigentlich bereits alles drin. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, welches Wissen beim Gegner mit höherer Stufe. Okay, das macht Sinn. Ein Unterstützungscharakter benutzt Killer Cube. Ja, aber erstens nutzt die sowieso zu selten, weil wir das auch von der Story her zu selten können. Und vor allem dort würde es Sinn machen.
mehr sonst halt irgendwie Charaktere zu unterstützen dabei hätte, ist zwar schön, klar, aber ob jetzt die ein paar Prozent mehr Schaden machen oder so, ist dann gerade so wichtig, würde ich mal behaupten. Gut. Ich nehme jetzt mal an, da ist eben das mit dem guten Nappa, bringt also sowieso nichts, wir können sogar Gottes Versteck, jo. Oder machen wir doch erstmal hierhin auf den Weg. Ja, warte mal. Doof, ist ja direkt hier einer. Ja, hab's besser gesehen, ich habe nur das Icon gesehen. So. Bleibt direkt hier stehen, das dürfte mir eigentlich als Eingebung für die nächste Folge reichen, dass ich weiß, ey, ich stehe da, aha, will ich vielleicht noch trainieren? Könnte ja sein. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Dann werden die Saiyajins ein neues Level erreichen. Jenseits des Super Saiyajins. Oder sich zumindest mal darauf vorbereiten. Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.